Ja gut, dann wird es schwierig mit Mischeln, weil dann ist es voll. Herzlich willkommen. Jemima? Probier's aus! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Wichler Podcast. Heute reden wir... Heute nach dem Intro reden wir über Österreich Top oder Flop, Flip-Flop. Und dann tun wir freestylen, weil wir keine Themen haben. Nein. Da liegt ein Düftchen in der Luft. Nice. Wir müssen wieder so tun, als wären wir Kollegen, damit wir da alles durchbringen. Nein! Nice. Was finden wir? Was heißt das? Hey, Wenz, wie geht's dir? Sven, das Intro ist anders. Du bist einfach so. Das Intro ist ganz anders. Wie geht's dir? Er lebt in der Vergangenheit. Gut, heute war schön Wetter. Ja, es war schon schön Wetter. Schon krass, wie viel das Wetter ausmacht. Mhm. Wegen dem bin ich gleich müde heute. Ich bin Inlineskaten und jetzt in einem Blatter bekommen. Nein, Es ist du sogar bist schon wieder mal aufgerissen. Inlineskaten. Mm. Du bist der Kneffen so wieder Christ. zurück. Gehen wir einfach wieder mal zusammen raus. Ein paar mit dem Trotti, mit dem Skateboard, mit Inlineskates, wie früher. Ne? Und jetzt fahren wir rum. Das war der Shit gewesen. Ja. Jetzt gehen wir randalieren. Wieso willst du randalieren? Ich denke es mir, wenn ich auf dem Boulder am WC bin und pisse, dann sehen wir genau das Skateblatt. Aber das ist so ein bisschen komisch. Du bist so ein Piss und schaust den Leuten so an. Die schauen dir teilweise zurück in die Augen. So. Ja, aber ich weiss nicht, ob die wissen, dass das Ja, WC ist. ich denke, Von ich dem her weiss ist es das auch nicht. schlimm. Du kannst denen im Baden zuschauen, Aber du kannst sie denen im denken Skaten so- zuschauen. Ja, und sie denken so, Bro, Alter, was schaut das? Sehe ich so geschissen die ganze Zeit? Mhm. Aber sie wissen nicht, dass du nicht weg kannst, weil du bist am Pissen. Du kannst nicht einfach laufen. Apropos Leute, die geschissen schauen. Oh nein. In welcher Situation dürfen wir Leute anschauen, welcher nicht? Was? Du darfst immer Leute anschauen, nicht? Dürfen wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht immer so gescheit. Wo ist es berechtigt, dass die Leute dir sagen, was du schaust? Wann ist es berechtigt? In welcher Situation ist Ist das es berechtigt? Keine Ahnung. Schwierig. Oh, ich muss noch etwas Vielleicht dann so ein Autounfall oder so, Alter. Ja, aber das ist ja eigentlich auch schwierig. Also. Ja, aber ich meine, das solltest du einfach nicht schauen, weil es... Du Ja. darfst ja schon, was Ja. willst du? Ja, bist gut, wenn du einfach so ein Wichser. Fußgänger bist, der vorbeiläuft und stehen bleibt und schaut, dann ist das schon Ja. recht berechtigt. Ich weiß im Fall nicht, was dort meine Meinung ist, weil irgendwie... Ja, wenn du einfach vorbeilaufst und schnell schaust, ist easy, aber wenn du noch extra stehen bleibst und noch das Handy für nimmst, um zu filmen. Ja, das ist schon schäbig, was anderes. Das ist schon etwas ganz anderes. Ich glaube, das Problem ist dann, wenn du so anfängst, viel langsamer laufen und so klein wirklich gaffen und damit mehr Leute dann dort sind, das ist, glaube ich, schäbig. Aber wenn du dein Tempo nicht änderst und so gleichzeitig schaust, darfst du, glaube ich, so viel gaffen, wie du willst, solange du gleich schnell durchgehst. Vielleicht ist das die Lösung. Na, wenn du extra deine Route anpasst, um dort normal vorbeilaufen zum Schauen. Ja, dann machst du es genug inkognito, dann ist es auch okay. Wir sind ja gestern im Brunnenstübli gewesen. Das Nadine und ich haben ja dort gepennt. Mhm. Und nachher ist ein Polizeiauto gekommen, irgendwann. Was? Ja, wo wir schon am Schlafen waren. Polizeiauto gekommen. Also wo wir halt entweder einschlafen, wir sind schon so am Einschlafen gewesen. Aber nicht mit Blaulicht. Nein. Er hat so eine Story und er weiss nicht, was er reden will. Nee, Jark ist doch auch noch gekommen, ne? ja, voll. Also das war der erste noch, wo fährt einfach so ein Auto her, stellt da... Mann, ich bin wirklich nicht so gut in Geschichten erzählen. Ich Nein, find's bist wirklich wirklich krass. Aber weißt, stell dir vor, fährt das Auto her. Da ruft irgendjemand etwas Dämliches aus. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt dann mich in den Nadine verstecken. Dann Dann ja schon beim Oberlaufen mein gesagt. ganzes Testosteron auspacken, das ich habe, um zu sagen, Kann der bitte was gehen? los? Kann der bitte gehen? Was Bitte los? gehen. Was machen die da? Und nachher war es aber der Sino, der gefragt hat, ist da ein Jan Jöcki? Und ich so, nein, die sind alle schon gegangen. Er hat eben zuerst nicht gewusst, dass wir sind. Und sie sind beim... Ja, das darum! wird sehr- Ja, darum hat er was wahrscheinlich gesagt. Sie sind bei der Bergli-Fürstelle gewesen. Du jetzt erzählen. Zuerst erzählst du und du Also, mal so krass Für erzählen. die noch wissen, wie die Bergli-Fürstelle ist, das ist gerade also an einer Art, im Bergli kann man ja rauffahren, an der Straße entlang.
zum auf ins Restaurant kommen. Und wenn du aber rauffährst, kannst du rechts hin auf so einen kleinen Parkplatz, ganz am Anfang, bevor du rauffährst. Und dann geht so eine Toilette ab und unten ist dann die Feuerstelle. Und wir haben in einer Gruppe geschrieben, Bro, schau gut, wir gehen bräteln, wir sind in Bergli. Und dann sind wir aber um 4 Uhr raufgelaufen. Und es sind also am schon um 4:30 oder so. Und dann haben die Leute gesagt, sind schon Leute dort gewesen, sind wir weitergelaufen ins Brunnenstübli. Und dann, wo wir gewusst haben, sie kommen, haben wir dann geschrieben, ja, hey, wir sind im Brunnenstübli oben. Aber der Tjag und sie haben das nicht gewusst. Und sie sind dann angefahren im Auto, dumm wie sie sind. Halb 11 oder so? Ja, irgendwann 10:30. Und die Leute, die dort, wo dort waren, wo wir gekommen sind, sind immer noch dort gewesen. Und dann, aber sie haben gemeint, wir sind dort. Und dann steigt er raus und ruft erstmal, hey! Und dann fällt und richtig geschissen umrufen. Was genau es gelaufen, weiss ich nicht. Und wie sie halt, die anderen haben nichts gleich getan. Er hat, glaube ich, Und da sind sie mega nah angelaufen. irgendetwas erzählt. Er hat irgendetwas, ich weiß nicht, ob es genau das war, aber so im gleichen Style wie «Gib mir Haie!» Ah ja, genau. Wo Der Sina ist ausgestiegen, der Tjag hat blöde Geräusche gemacht und der Sina hat gerufen «Gib mir Haie!» Nachher ist einfach nichts. Und es ist nichts passiert und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, die sind jetzt drauf oder so, um das zu checken. Und dann sind sie hingelaufen, bis hin. Weil sie haben ja gemerkt, dass Leute dort sind. Haben miteinander geredet, sind so hingelaufen. Und dann steht sie plötzlich vor irgendwelchen fremden Menschen. So, oh, wir sind falsch, Entschuldigung. Ja. Nachher sind sie eben auf das Brunnenstübli raufgekommen und dann sind nur noch Nadine und ich dort gewesen, weil... Aber haben wir noch Feuer gehabt, dass sie es gesehen haben? Ja, Blut haben wahrscheinlich noch ein bisschen geleuchtet. Ja, weil, man muss schon sagen, wir sind dort durch schon auch ein bisschen alt geworden. Am 8:45 ist das gewesen, oder 8:45. Ich weiss nur noch... Ja, die Leute haben schon am 7 rumgequengelt. Ich weiss nur noch, ich bin dort gelegen und nachher hat irgendjemand gesagt, wieso wollen die jetzt schon gehen, der Gaggi oder so? Wieso würden wir jetzt schon Nein, gehen? ja, nicht früher gehen. Und nachher irgendjemand hat gefragt, Der Elia will halt immer früher gehen. nachher sagt der Elia einfach... Alle haben früher gehen. Ja, aber das Geilste ist, ich bin einfach so dort am Chillen, höre auf das Mal den Elia sagen, als Begründung, ja, weil es schon 8:45 ist. Was? Alter, was ist los? Auf jeden Fall, ja, das war der Vibe gewesen. Und dann sind die ja schon irgendwie um 9:30 so weg gewesen. Ja, was haben wir da wollen machen? Weiß nicht. Und Nadine und ich sind dann im Panic gewesen. Zuerst eben Sino und Jörg gekommen, dann haben wir mit ihnen noch, sind von ihnen gestört worden. Und nachher, irgendwann später ist eben noch die Polizei gekommen. Also einfach so das Auto neben uns angehalten. Wir haben so geschaut, so, was ist los? Die Polizei steht neben uns. Was ist los? Wir machen nichts falsch, oder? Ja, nein, wir dürfen, also, wenn wir ein Zelt hätten, mal, ein Zelt darfst du nicht. Das wäre Wildcampen. Aber Aber wieso darfst du ein Zelt? Ein Zelt darfst du nicht. Das, aber was ist der Unterschied? Wildcampen. Ja, aber von wo... Warum darf man kein Zelt? Weil es das Gras kaputt macht? Das könntest du ja ohne Steuer irgendwo im Wald leben. Ja, es zählt dann als Wildcampen. Aber wenn du einfach irgendwie ohne befestigt... Ja, aber was ist denn der Unterschied, Bro? Das ist einfach Bürounterschied. Irgendwo steht das, dass das als Wildcampen Also ja, und dann haben sie gesagt, hallo. Und dann haben sie gesagt, oh, Entschuldigung, Zum Offizier, Beispiel- machen wir etwas falsch. Ja. Nachher haben wir sie eingeladen zu einem knackigen Vierer. Super. Nein, nachher sind sie so hergelaufen und so, oh, es sieht ja recht gemütlich aus, dann würden wir sie nicht mehr länger stören. Und sind wieder gegangen. Oder wir so, ja, kein Problem, gerade pennen so. Heute bin ich im Zirkus. Hast du nicht gefragt, warum die Wichser dort sind? Mal, sie haben gesagt, ja, sie haben schon ein paar, sie haben heute schon ein paar Partycrasher, irgendwie so. Partys crashed, irgendwie anscheinend, das sind einfach, weil es halt der erste Tag war, wo die Leute gehen bräteln wahrscheinlich. Und sie haben Feuerschutz. Haben sie einfach die Feuerstellen abdingsen, um zu schauen, ob irgendwie Leute am... Oder noch Feuer brennt. Keine Ahnung. Ja, viele Leute gute Zeit haben. Ja, ob es zu gute Zeit hat. Nein, ist voll chillig. Nein, wahrscheinlich haben sie einfach geschaut, ob das Feuer noch brennt. Die Oder Leute- so, ja. Vielleicht, ja. Oder Messerstecherei. Oder ob's halt, ja, mit Alkohol und so kann man Das schon Ritual. vorstellen, dass also Feuerstellen eine Art manchmal noch ausarten kann man jetzt auch noch vorstellen, aber gleich, ja, irgend so. Und danach, heute, im Zirkus... Es sind ja mega viel wieder runter. Was? Was Es jetzt? sind ja mega viel wieder runter, weißt du? Wo aber? Das könnte ja sein, dass es Konflikt gibt. Wir sind ja schon dort gewesen und es sind so viele Leute noch raufgekommen, die dann wieder umkehren müssen. Ja. Weil alle Feuerstellen besetzt waren. Und das Ding ist, sie müssen ja wahrscheinlich auch abfahren, um zu schauen, ob dann, wenn alle Feuerstellen besetzt sind, dass niemand ein Feuer macht neben der Feuerstelle. Das darfst du ja nicht. Ja. Das ist wirklich krass, wie voll das... Also,
jede Führstelle war einfach besetzt gewesen. Mhm. Das ist doch nicht normal. Es ist erstaunlich, dass die wir sind, nicht besetzt war. Aber ich glaube, das ist gerade erst Ja, wir waren früher dran gewesen. Die Leute gehen nicht so früh. Wir haben es gerade abgelöst, weil nachher, wo wir aufgegangen sind, dort war es voll, hinten war es voll. Ja, wo wir raufgekommen sind, hast du eben schon gelesen am Brennen. Ist noch gelesen gewesen. Also die easy. Leute vom Mittag sind wahrscheinlich dann schon erst gegangen. Auf jeden Fall. Heute beim Zirkus hinter dem Helfer gewesen, einfach servieren. Bei irgendeinem Geburtstag irgendwie also die Leute haben Geburtstag gehabt, der war Polizist gewesen und hat halt seine Polizeikollegen dabei gehabt. Und nachher die uns gestern, wo das Gefühl, und sie haben eben glaub, das Gefühl gehabt, wir sind halt am Pimpern. Sie haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, sie läuft jetzt gerade und haben uns nachher, heute habe ich dann eben haben wir es dann halt gecheckt, dass das wie die gewesen sind und nachher kurz darüber geredet. Und dann haben sie erzählt, sie sagen eben vorher mal noch, bevor sie zu uns gekommen sind, sagen sie, ein Auto irgendwie, wo die Leute drin am Pimpern waren. Dann haben sie dort schon mal so. Und darum hat er wahrscheinlich gesagt, wegen es schon ein paar Partys am Crashen waren. Dogging, oder wie das heisst, das kann man machen, ne? Was ist das? Ist das nicht so ein Ding, was die Leute rumfahren und so extra Vögel da mit offenen Fenstern und so und die Leute dürfen dann mitmachen oder reinlagen. Mitmachen. Okay. Ja, So das ist dann so rein. fetisch, meine Frau von jemandem anderen ficken lassen, neben dran wichsen und so. Ah, Straub. Aber es ist schon nicht illegal im Auto irgendwo Nein, wieso Autos das? gibt's und Frust auch? Oder ist das dann... Ja, Das mal kennt- öffentliches Es Ärgernis. könnte als öffentliches Ärgernis Wenn's- abgestempelt Wenn es werden. irgendwo ist, wo die Leute nach könnten direkt vorbei und Aber Kinder ja, und so vor allem wenn du im Wald einfach so Vögel ist, könntest du wahrscheinlich gut durchkommen. Also. Ja. Und ja, voll, das ist so. Das ist ultra, das ist einfach ultra Zufall gewesen. Mega lustig gewesen. Was ich, vielleicht das, was denkt ihr über die Polizei? Im Auto darfst du aber auch nicht überall irgendwo schlafen. Das geht auch unter Ding Camping, oder? Nein, du darfst doch in deinem Auto pennen. Nein. Nein. Wieso nicht? Dort sind wir mal als Kind. Also sind wenn wir du auch auf einem Parkplatz darfst du nicht pennen. Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gehört. Aber wieso solltest du nicht dort pennen? Das Du zählt darfst wahrscheinlich schon aus dein aus Auto dort lassen. Camping. Ja, aber dein Auto darfst du dort abstellen. Ja, eben. Warum darfst du mit dem Zelt nicht draussen schlafen? Bro, weiss ich doch nicht. Das zählt als Wildcampen. Ja, aber das zählt auch als Wildcampen. Das ist doch nicht Wildcampen. Was machen die Leute mit dem Wohnmobil? Die campen ja auch. Ja, die haben ein scheiß Wohnmobil, Alter. Das Wohnmobil darfst du auch nicht überall herstellen. Ja, das ich weiss. Das darfst du ja nicht auf einem normalen Parkplatz stellen. Ja, aber Bro, ich weiss noch, als wir mal in Luzern waren, da hat es so fest geregnet, da hast du das ganze Ding unter Wasser gewesen. Es sind zwar nicht irgendwie Gullideckel gehabt, dann hast du das Wasser abpumpen vom Campingding. Und da sind wir eben neben dem Auto weg und haben auf dem Parkplatz geschlafen. Und dann haben uns ja Leute abgefickt und gesagt, sie ist die Polizei vergangen und hat gesagt, ja, es ist eine scheiß Situation und so. Sie dürfen bleiben, aber sie müssen einen Bus zahlen. Was? Die haben alle Bus, Kollegen. Es waren nur viele, die dort waren, weil alle müssen gehen von... Das ist ja richtig. Das ist aber voll dreckig, Alter. asozial. Ja, schon. Dort haben sie es gefickt, das kann ich mich noch genau erinnern. Das dürfte nicht passieren, weil dann ist ja wirklich klar, okay, normalerweise machen wir das ja logischerweise nicht. Alter. Ja. Mit dir warst du in der Bus gewesen? Das heisst nicht, ich war ein Kind gewesen. Das war nicht interessant. Weißt du, wenn es so ein 40-Franken-Bus gewesen wäre, so, okay, aber wenn es so eine teure Bus... Ja, so etwas, weisst du nicht, was es ist. Kannst du nicht einschätzen, kannst nicht sagen, ja, das ist jetzt geschützt, hast du parkiert. Falsch geparkt, ja, nein. Nein, es ist, könnte genauso gut 300 Stutz sein, keine Ahnung. Das ist ja voll asozial. Der Bus war einfach ein Kind gewesen. Er hatte nochmals... Zahlst pro Person. Seitdem Ah, haben Mann. es nur noch 3 Geschwister. Scheiße. Oder wir wären 5 gewesen. Eben, ja. Aha, so, ja. Was denkt ihr von der Polizei du- im Glarnerland? Im Land sind es voll die Mongos. Wirklich? Die meisten schon. Nein. Ja. Ich habe das Gefühl, die sind eben voll chillig. Ich habe viel zu wenig Kontakt. Ah, mal, es sind schon ein paar chillig, aber ich kenne auch viele, die hure Söhne sind. Wirklich? Alter. Ja, vor allem die da schon. Das ist die da. Also, Das sind die ist grössten wirklich- das ist Mongos, aber es wirklich sind die daneben. alten Verbitterten. Aha, Also, es ist nicht so, wegen dem Parkplatz. Ja. ja, wegen dem Parkplatz, wegen dem Nicht-Durchgehen-Schild und so, die sind nicht geschissen, Alter, wegen allem. Also das ist wirklich daneben, was da abgeht. Das ist nicht okay, Alter. Das ist wirklich nicht okay. Ich parkiere da vorne, was den Parkplatz weggetan haben sie den Parkplatz wegen der Buste gestrichen, dann haben sie einfach die weiße Linie weggenommen. Dann parkiere ich schnell, weil ich muss mein Puderzeug holen. Dann läuft die Missgeburt durch
der in Feierabend läuft und sagt, Sie dürfen da nicht parkieren. Sonst gibt es einen Bus. Und dann habe ich gesagt, Bro, du kannst mir gar keinen Bus geben, ich weiss es, das macht die Gemeinde. Parkzeug ist von der Gemeinde aus, du kannst mir das gar nicht geben. Oh, sicher kann ich dir das geben. Ich sage, ja, Kollege, bist im Feierabend, viel Spaß, mach das, wenn du das unbedingt willst. Mach das, aber ich gehe jetzt rein. Ich gehe jetzt rein, mein Zeug holen. Ich bin dann auch schon weg, aber so eine Missgeburt. Da frage ich mich wirklich, Kollege, wenn du Feierabend hast, es muss dich doch noch nicht jucken, ob das Auto startet oder nicht. Ich meine, wenn gerade irgendjemand abstichst, ja, dann kannst du was machen. Aber Bro, Feierabend. wir haben Feierabend. Entschuldigung, ich habe Feierabend. Kannst du bitte aufhören? Was machst du? Es wird nicht gegessen im Podcast. Du solltest einfach mehr reden. Öschi, erzähl mal etwas. Soll ich erzählen? Ja, du weißt was. Du weißt, was ich will, dass du erzählst. Nein, das müssen wir nicht tun. Kollege, du hast den Hörerli sogar gar nicht probiert. Nein. Du hast so viel Hat es noch verpasst. Hörerli-Salat? Nein, wir haben nicht Ah, gegessen. schade. Der ist so geil gewesen. Ich muss etwas essen. Egal. Es hat noch ein Ding, nein, da, wie heisst es? Bami Goreng. Weißt du das? Bami Oh, Goreng. Freitag halt. Ist das, welches ist mit Reis und welches ist mit Nudeln? Mit Nudeln ist das. Bami ist mit Bami Nudeln. Goreng. Das ist geil. Bami Goreng. Bami Goreng. Mit Doppel. Was ist das? Wie heisst das, was drin ist? Mit was? Sag mal. Ist echt... Hast du ein Basilikum drin? Basiliakum. Was Mimi, du hast Salatsauce gemacht, das ist grusig. Es fehlt. Ich kann keine Salatsauce machen. Du musst noch Mayo oder so drin Wieso tun. tust du nicht einfach ein Rezept suchen und dann machst du es nach einem Ich habe Rezept? nach Rezept gemacht. Das ist nach Rezept und es ist Und grusig. ich habe meine Hörerli-Sauce nicht nach Rezept gemacht, sie ist schweigeil Du musst geworden. irgendetwas Rahmiges rein tun. Das ist eigentlich Was so- shit, die ist schweigeil gewesen. Die ist wirklich gut gewesen. Die ist... Was scheiße, Mann. Der Hörerli-Salat ist so geil gewesen, noch nie hat irgendjemand so einen geilen Hörerli-Salat gemacht. Wahrscheinlich hat er auch noch nie Er etwas sagt Käse. Der Käse, ich finde immer noch... Nein, das ist Wurst Käsesalat. Heb dich nicht um Fresse, Alter. Egal, ob es jetzt Und wenn ich einen Salat mache, kommt eh kein Käse rein. Ja, eben, das ist das Problem. Ja, weil in einem Salat kein geschmolzener Käse kannst du rein tun. Wieso geschmolzener Käse? Wie geschmolzener Käse, der einzige geile Art ist von Käse. Er hat den Käse scheisse. Nein, wenn einfach von etwas keine Ahnung Oh, du hast, musst so fressen. in die Fresse heben. Wer Nein, hat überhaupt nein, nein, Grillkäse Benz, nein, erfunden? Benz. Grillkäse bleibt hart, obwohl man ihn warm macht. Okay, der Und Grillkäse du ist... hast den mal gefressen, du Ja, kannst ich kann nur- Wir müssen den unbedingt noch machen. Ja, Du ich musst- hab gedacht, das ist so Halloumi-Zeug, das finde ich voll geil, aber der ist irgendwie so komisch Das ist gewesen. Halloumi. Das ketschige Zeug, Grillkäse-Zeug, das ist voll geil. Nein, Alter, genau nicht. Genau, aber nur, dann merkst du, irgendetwas ist nicht richtig mit dem Käse, weil geiler Käse verschmilzt. Ja, aber das ist so etwas, das ist so... Das zählt für mich auch nicht wirklich als Käse, das ist so... Irgendeine Sünde Irgendein Sünd. oder im Auge von Gott, Alter. Irgendein Nein, aber Schuhsohle, Alter. das Was ist... jetzt, Das ist... der Das ist... Halloumi? Ja, das ist etwas wieder Natürliches. Aber du findest es geil. Ja. Hast du kein Mayo vorher rein tun, Mimi? Ja, da bist du selber die schuld. Senf kommt Senf gut. ist auch nicht, Hey. Senf ist immer gut. Habt ihr gewusst? Da immer Was? Senf von Mayo rein. Mayo, ich habe immer gedacht, Mayo sei so, das musst du halt irgendwie, keine Ahnung, chemisch herstellen oder was auch immer, dass das halt auch Ist einfach Ei. fest bleibt. Aber du kannst einfach, du nimmst einfach Milch und tust Öl drin und dann tust du so ein bisschen Zitrone drin oder so, oder Essig, damit es Dings nicht. Und dann mixst du das, dann wird das einfach fest. Was Milch? Du brauchst einfach irgendwie Das ist doch aus Ei. Es ist aus Milch Ei, und Öl. Bro. Ja, wir haben es halt vegan gemacht. Aber weißt du kannst es einfach... Aber da kannst du auch nicht mit Milch machen. Vegan. Nee, ja. Vegane Milch hat der Nee, Punkt ist- Ben, der Sven, Punkt ist, wo ich will ich sagen... fange jetzt auch schon an wie du, das ist nicht gut. Was? Du tust mir nicht gut. Was denn? Das mit den Namen vertauschen. Was hast du denn gesagt? Banz, Wegen nee. Ah, der Punkt ist, man kann einfach irgendwie Milch und Öl rein und dann Zitrone und so. Irgendwie Zitrone oder Essig, irgendetwas, wo das, keine Ahnung, grünt oder so. Essig tut's noch. Und dann ja. tust du es im Mixer und dann wird es einfach so wie eine Emulsion wie Ja. Mayo. Ja, aber Zitrone ist, glaube ich, zum Auflösen, ne? Zitrone Keine funktioniert Ahnung. anders nochmal. Aber Also bei Honig ist es sicher so. Wenn du Mokka Honig hast, kannst du Zitrone drüber spritzen und es wird einfach flüssig. nein, Mal voll geil. krass. Ist ja krass. Kochen ist Chemie, Mann. Aber dann ist es halt Zitronenhonig. Hast du bei Real, oder was? Dann ist es halt Zitronenhonig und das ist dann grusig. Jetzt ist die Benutzt ihr das Oder eigentlich? Zitronenhonig. Ja. Nein, es ist ja das neutralisierte Zitrone. Und mache ich, weißt du, in meine Salatsauce tue ich auch immer Honig rein und einen Schuss Zitrone, dass er flüssig wird.
Honig ist das Geilste und Zitronensoße. Du kannst so viel lernen, wie man feines Essen macht. Ihr sind so viel Scheiss Mach dran. mal feines veganes Essen, nachher können wir... Ja, ich kannst du nachher essen. Und da das Backen. Nein, letztes Mal habe ich einfach Hello etwas... Fresh. Letztes Mal habe ich einfach Reste zusammen gemacht. Also es war schon ultra geil gewesen, aber ich meine, Ja. mein Was? Problem ist ja, dass ich nicht sonst feines essen kann. Mir ist auch noch so ein Problem, ich will jetzt halt einfach so Vollkornzeugs und so. Und ich schick's dir. Ich habe das Gefühl, ich kann... Wieso reden wir jetzt von Kann denen? ich- Mimi, kann Mimi, ich- du solltest einfach fressen, wenn wir einen Ich kann jedes Podcast Mal machen. und stimmt der Man hört Podcast. deine Scheiße nicht. Außer das gehört man Das hört man wahrscheinlich. wahrscheinlich, ja. Und du hast ja viel zu viel gemacht für Also, dieses kleine Salatli. Passen da 2,5 Dezi rein? Du bräuchtest einen halben Dezi. Idiot. Ja, schon. Mach auf Vorrat. Dann ist ja nicht der Ding. Ah, der ist noch... Soll ich weggehen? Ja, bitte. Du musst nicht fragen und danach beleidigt sein, wenn ich sage ja. Du darfst dort auf den Sitz gucken und die Salat essen. Ja, genau, das ist okay. Aber nicht auf dem Tisch. Was macht es für einen Unterschied? Weiß nicht. Ob ich jetzt im Zelt campe? Ja. Es ist einfach so, es ist die Regel. Du hast sonst gar nichts mehr, oder irgendwie? Mimi macht diesen Podcast kaputt. Jedes Ja. Mal. Letztes Mal Ja. schon. Der Jost hat ihn geschnitten und gesagt, es sei lustig gewesen, bis Mimi kommst. Aber ja, also das ist nicht ganz Mimi schuld, du mega bist lieb, ja du. Weil das wenn dann gerade sagt, es ist Mimi, ja, Mimi, erzähl mal. Kann eigentlich niemand interessiert. Hey, ja, Also es interessiert auch niemand. ja. Aber wir haben wieder das Gespräch zu dritten. Du redest schon mit Mimi. Super. Weißt du, wir reden mit Mimi sonst. Ich habe vorher das, wie heisst es? Wie heisst der Hackfleisch-Podcast? Gib das Hack. Genau. Geil, das ist wie geil. Ich habe den gelesen. Also ich finde ihn wirklich cool. Die letzte Folge hast du gehört. Ja. Heute einfach so. Ja, vorher irgendwie, ich weiß auch nicht. Das hat Du hast so angefangen. das hat mir vorgeschlagen und ich Einfach dachte, aus ja, dem Nichts raus. ich ziehe mir es mal rein. Geil, das ist so lustig. Und es ist Das ist wirklich schon lustig, geil, aber die haben ja wahrscheinlich auch nicht irgendeine Vorbereitung oder so. Nein? Die labern und nachher kommt irgendein ein Wort Ja. auf, wo ein anderer findet, oh, zu dem könnte man noch etwas sagen. Und nachher redet wieder 2 Sätze, dann sagt der andere, oh, da habe ich das Wort gehört, zu dem könnten wir auch wieder ein ganz anderes Thema reden. Und das ist wie... So funktioniert Ja, das Podcast. ist Schön, einfach schon mal einen Podcast hören. Ja, nein, es ist wirklich so, okay. Nein, sie haben ja die 5 schnellen Fragen. das und Tommy so Schmidt- weit bin ich noch nicht. Ja, aber das haben sie halt immer einmal pro Folge. Und sie reden einmal, sie sagen, sie begrüßen sich, hey, wie läuft's, was hast du die Woche gemacht? Und dann redet sie und redet sie und redet sie, bis sie merken, easy, es ist kein Thema mehr um. Hey, also dann kommen wir zu den 5 schnellen Fragen. Und dann stellt es 5 schnelle Fragen. Und bei diesen 5 schnellen Fragen ist manchmal auch einfach schneller beantwortet. Und zudem haben sie auch ein Spiel gemacht, wo die Karte, die Fragen von allen Podcast-Folgen kannst du anhören. Das sind so lustige Fragen, weißt du? Mhm. Die ersten sind ganz drauf gewesen. Irgendwie, ja, wirklich so, auch lustig formulierte Fragen, weißt du? Und die einen, auf denen bleiben sie hängen und fangen wieder an mehr reden. Und die anderen sind schnell beantwortet. Und so funktioniert es eigentlich. Und wenn's, je nach Folge sagen sie dann, oh easy, ja, wir sind jetzt schon so viel am Reden, wir machen die nicht mehr, die Fragen. Oder sie sagen dann, ja, es fängt gerade am Anfang an. Also relativ früh mit diesen Fragen. Irgendwie, Aber die erleben ja auch viel mehr. Das ist viel etwas anderes, Alter. Gerade wenn du auf Tour bist und so. Jeden Tag irgendwo in einer anderen Stadt. ja, aber also das, was ich bis jetzt gehört habe, gut, es sind glaube ich erst irgendwie eine Viertelstunde oder so. Aber die haben ja auch nicht, die reden ja schon auch ein bisschen über Sachen, die sie auf Tour haben, aber vieles auch einfach so random Sachen halt. Ja, ja. Und irgendwie das Konzept von diesen Podcasts ist schon auch einfach, dass die Leute irgendwie halt unterhalten sind. Genau. Aber Das Konzept von Podcast ist, weil alle Leute alleine in einem Auto sitzen und alleine mit ihrem Auto rumfahren. Müssen sie jemanden haben, mit dem, wo sie das Gefühl haben, sie haben soziale Kontakte und dann ins Podcast hören, wo zwei miteinander reden. man hat das Gefühl, Aber wenn du als Grüner würdest Autofahrer abschaffen oder respektive Autos nur noch Fahrgemeinschaft erlaubt werden, dann würdest du das Konzept vom Podcast zerstören. Ja, vielleicht auch zum Zug ist auch. vielleicht sollte ich lasse es Podcasts aber verbieten. Nein, Sven, das ist der Wechselwirkung. Damit, Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich nicht viel Sinn. Podcast gibt es ja nur aus dem anderen. ich hab Das ist jetzt wirklich so, nicht so wie bei dir mit dem Unlustig gewesen. Da bin ich fest überzeugt, dass du grün geworden bist und dann unlustig. Was war jetzt das gewesen? Die Mimi ist fast auf die Fresse gekriegt. Kilo oder so. Was soll ich sagen? Ich war gerade bei etwas gewesen. Ah ja.
Nein, weiß nicht mehr. Gemischter Sack hast du gesagt. Ja, weil einfach wegen dem Konzept. Gemischter Sack ist so ein krasser Podcast. Ja, die labern einfach, aber irgendwie... Schostraub nicht. Das ist einfach... Weil... Du hast so viel Zeit, du könntest alle Podcasts hören, was es gibt. Was bringt mir das? Es ist manchmal nicht lustig. Ja, es ist manchmal ein bisschen lustig, aber ich will ja... Ich bin aber viel gescheiter als du. unsere Zukunft retten. Haben ihr das Gefühl, dass wir unsere Zukunft retten müssen? Nein. Das klebt einfach irgendwann. Nein, es wird wieder viel zu ernst. Reden wir wieder über irgendeinen Scheiß. Apropos, wir müssen immer apropos sagen. Apropos Shio. Ja. Wie fühlen sich deine Tattoos an? Wieso, apropos... Gar nicht. Du hast das Prinzip vom Podcast. Du hast es gelesen, hast das Gefühl, du hast es begriffen, aber du hast es bei weitem nicht begriffen, Bro. Ich habe es jetzt einfach... Du hast einfach gemerkt, dass sie sagen so, apropos das... Nein. Ja, ich habe das und das und das. Aha, ja, wirklich. Ja, klar, krass. Ja, und apropos das. Nur was sie sagen, heisst es, die haben sich dann Gedanken oder kennen eine Anekdote dazu. Nicht einfach so, apropos Yoshi. Ich sag Yoshi an, das Tattoo. Ja, deine Tattoos, wenn du Ich hier weiss, wie das Wort apropos funktioniert, aber ich habe jetzt gerade meinem Instinkt nicht können widerstehen, um über die Welt verbessern reden, was mich sehr beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, okay, lassen wir es aus dem Podcast raus, weil es einfach für euch und für die anderen nicht lustig ist. Und darum habe ich gedacht, ich probiere jetzt, mich da auszureden mit dem Apropos. Apropos Welt verbessern. Nein, so funktioniert das nicht, wenn wir das Thema wechseln. Haltet ihr davon, wenn man einfach Wo ist mein Handy? Bands heißen alle. Und Hey, einfach Fresse, ihr alles regt mich richtig auf. perfekt Das machen für. Wenn alles einfach Panzer wäre. Ja. Welche Welt wäre am besten von unseren 3 Was Welten? machst du jetzt wieder an meinem Hey, Handy? Fresse. Kind? Schaff Bands. einfach. Ich schaue jetzt Bands. Pornos. Bands. Welche Welt wäre am krassesten? Wenn alles wie Bands wären, wenn alles wie Shios wären oder wenn alles wie Swins wären? Was macht er jetzt mit meinem Handy? Was, wenn was wäre? Welche Welt wäre am krassesten, wenn alle wie Bands wären oder alle wie Shios wären oder alle wie Swins wären? Hä? Bands? Ich habe dir nicht so gelassen. Du Wichser. Also, was hast du gesagt? Wenn alle Bands heißen würden. Welche Welt wäre die beste? Wenn alle wie Bands wären oder alle wie Shoes wären oder alle wie Swins wären? Was sind die wie Swins, oder? Wieso? Wieso, wieso? Weil das wären dann alles Veganer und Rekas. Aber sie würden wahrscheinlich gar nicht das Zeug machen. Ja, es wird kein einziges Haus stehen, aber Ja, aber die das- Umwelt noch nicht kaputt. Ja, aber vom Mindset her, ich kann ja dann schon verschiedene Sachen machen. Ich glaube, mein Mindset ist nicht so weak. Ja, eben, der meine ja. Logisch ist dein Mindset nicht weak. Aber ich meine, es gibt andere Menschen, die können auch noch Hause bauen, aber die haben das dein Mindset. So. Ja, das stimmt. Dann würde es sicher deine sein. Das wäre krass, ja. Und Shoes, was würde passieren, wenn alles wie Shoes wären? Weißt du nicht. Das hat der Schieber beantwortet. Damit es nicht zu ansehen wird, darfst du das erklären? Es würden alle die krassesten Jäger sein auf der ganzen Welt. Es würden einfach alle alles ein bisschen mehr am Marsch fliegen. Aber wenn es sein muss, dann würden sie schon etwas machen. Alter, Ja, stell was- dich vor, Aber es muss ja eigentlich gar nicht sein, das ist so ja das einer Ding. Welt, es gäbe einfach keine Leute, die unnötig schäbig sind zu anderen. Also so Karens und so. Die würde es einfach nicht geben. Ich check nicht, warum es kennen. Also in meiner Welt gäbe es schon keinen. Wieso? Ganz viel Geld! Ich kann da nicht so, die Wohnung ist ein bisschen scheiße. Shit, ja! Oh, das Alter. Produkt ist ein bisschen kacke. In der ganzen Welt würden sich alle Hast du das mitbekommen wegen der ficken. BGG? Wegen der Oh, was? Tag der öffentlichen Tür ja. Der ist gewesen. einfach nicht Wegen der reingegangen, was? so, ja, die Wohnung sind scheiße. Ja, Nehmen wir sie das zu wissen, zweit. Wohnung. Wegen was? Welche was? BGG. Biggie? BGG ist Tag der offenen Tür gewesen. Das ist dort, wo das Mimi gearbeitet hat, dort bei der Schützenhaus oben. Baugenossenschaft Glanerland oder so. Die Blöcke dort oben. Wo die neu sind dort. Dort sind wir schauen. Ja, wir sind gewesen, die Joschis.
Josh ist mit so einem Bar gekommen, da unten Mit rasiert ist. Imperialistenbart. So runter, so durch. So, ja, Freund. Und dann sind wir auch dort in die Wohnung anschauen. Ich gesagt, Mimi, ich kann die Wohnung anschauen. Und dann habe ich gesagt, ist anders, ist ein Bär dort drin gewesen? Die haben glaub, die Wohnung gekauft. Und ich laufe so da hinten, Alter, die Wohnung sind ja eigentlich schon eine Scheiße. Und ich sage nicht. Nein! Dann hat so voll erklärt, wieso es scheiße. Und dann denkst du, kannst du nicht mal etwas Grosses sagen, weißt du? Es ist so, dann ist so der Laden, wo wir drücken waren, so, und sie nebendran sind irgendwann gegangen. Und das Mimi ist richtig hässlich. Sie sind die, die es gehört hat. Ja, Ich wir wissen es nicht, aber es nehmen wir mal an, dass es das, weil sie sind dort ihre Sachen vermessen und so. Und das sind nicht Architekten gewesen. Nein. Du hast nicht gewusst, also du hast nicht gewusst, dass das ihnen gehört schon. Ich meine, die schauen das an. Das Mimi hat gesagt, pssst. Ich so, was ist das? Sind das die Architekten? Sie so, nein. Ja, und jetzt, es wäre auch egal, wenn es Architekten sind. Sie können es schon wissen. Wieso ist es scheiße? Ja, die Sind's billig, Fensterdinger oder was? sind einfach nicht so schön gemacht. Ich bin mir nicht ich bin nur der Meinung, dass es nicht so tragisch ist. Sind sie billig gemacht, oder Nein. was? Eigentlich gar sie nicht, sind nein. eigentlich gemacht. Also die Decken, die sind schon billig gemacht, ja. Decken sehen scheiße aus. Und über den Fenster hat so richtig fette Das ist Storenkästen. wirklich nicht Wo ich das schlimm. Gefühl habe, es wäre viel schöner, wenn das Fenster die Decke verlaufen. Aber es ist ja selten, Was ist selten? dass die Storen ganz aufgehen, oder? Das ist, also die Storen gehen immer ganz auf. Nein, ich meine, dass das Fenster so ganz aufgeht und so. Ja, in den Neubauten normalerweise aber In schon. den modernen, aber in den Betonblöcken, das schon, ja. 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 Ja, man hat jetzt Jetzt sind einfach zwei Leute traurig wegen dir. vielleicht sehen sie das jetzt die ganze Zeit Ja, und sehen jetzt dann gleich wahrscheinlich, wieder Er raus. hat jetzt einfach so eingeredet. Ja, Das sind schon. eh nur Mietwohnungen, oder? Das sind keine Eigentumswohnungen. Ich weiß es nicht. Wird eine Einwege geben und nur wir mieten, oder? Ja, dann ist nicht so tragisch, dann können sie irgendwann, wenn Ja, sie, da kann ich, das habe ich extra gemacht. wenn sie nicht mehr loslassen, dann ist sie Hey, einfach schon... würdet ihr dort vielleicht rein Dort? wollen? Nein. Ja, sie werden schon schöne, also es wären diese Dort will ich schon Wohnungen wohnen, und das sind ist geil. günstig. Okay. Die sind Wieso wirklich gehen ihr nicht? günstiger. Hm? Die sind schon alle vermietet. Was wollen wir denn? Sind alle schon vermietet. Ja, ich suche ja. Sie haben eigentlich einen Tag der offenen Tür gemacht, weil so viele Leute da mal vorbeigelaufen sind und die Arbeiter gefragt haben. Dann haben sie gedacht, ja, wir machen den Tag der offenen Tür, gratis Bier, gratis Kochen, gratis Würst. Hä, what the fuck? Einfach für die Leute, die Für vorbeigelaufen nichts, sind, ja. die können wir die Wohnung anschauen. Hey, ist aber cool. Das ist wirklich geil. Ja, Dann habt ihr aber... gratis Essen bekommen. Ja, richtig Straub, Alter. Ich so, das Portemonnaie, nein, ist alles gratis. Das waren alles so liebe Leute gewesen. Voll Und dann bin ich in die Wohnung gegangen und sie geflammt. Öffentlicher Luxus. Nein, ich habe einfach gedacht... Ich habe nur gesagt, ich finde sie nicht schön. Ich finde es schade und ich finde es nicht schön. Das habe ich gesagt. Mhm. Sind selber schon, wenn sie das Wort nehmen aus mir. Ich bin einfach irgendjemand daher gelaufen, daher. Dahin geschissen. Hoffen mal, dass sie nicht allzu fest gekratzt haben. So voll traurig, sie sind so voll frei, ich habe eine mega schöne Wohnung. Und so. So, Ja. hast du noch etwas zu erzählen? Du hast ja Sirup. Was hast Wieso trinken die Sirup, Mann? Ich peile es legit nicht. Sirup du? Ist ist geil. das geilste Süßgetränk. Nein, das geilste Süßgetränk existiert nicht, weil Süßgetränke immer Schmutz sind. Mhm. Nein. Aber wenn ich Schau, mir schau, Alle das ist ausser wieder ein Sirup. Punkt. Manchmal musst du auch die Fresse haben, wenn du nicht weißt, was drin ist. Alle außer Sirup. Und wenn es um Käse und Sirup geht, hat der Mensch einfach keine Ahnung. Nein, das stimmt nicht. Ja, doch. Der hat einfach keine Ahnung. Du bist kein Connoisseur. Alter. Du musst Sirup ist für Kind, Kollege. Nein. Sirup-Connoisseur. Sirup ist für Kind. Sirup ist erfunden worden für Kind, Nein. dass man nicht Nein. so... Gibt es Sirup auch in Nein. anderen Ländern? Die Nein, haben ja das nein, Wasser nicht wirklich nicht. trinken. Sirup ist recht etwas Lokales. Hey, wirklich? Ja, so oder- Sirup in dem Stil, wie es wir Ja, da da halt haben, europäisch. gibt es von nicht in jedem Land. Warte, wo habe ich so ein Problem, wo ich denke, ich glaube, in England, dort habe ich extra noch Sirup mitnehmen, weil es keinen hat. Ja, aber dann musst du ja dann Wasser haben. Zum In Sri Lanka gibt es eigentlich auch nicht so ja, weil du Sirup. kannst ja kein Hahnenwasser trinken. Dann willst du Wasser kaufen und Sirup musst du zusammenleiten. Ist auch blöd. Das ist wahrscheinlich sogar einer der Hauptgründe, ja, das macht Sinn. Weil Nein, das ist ist ja jetzt eigentlich mit dem nur so- zum Platz sparen, weil anstatt ein Sixpack kaufst du eine Flasche. Ja. Und danach hast du ein Sixpack Cookie. Aber wenn du sowieso das Wasser musst kaufen, dann... Wir können ja den Sirup aber jetzt Konzentrat nehmen, dann sind wir so kindisch. Süßgetränk-Konzentrat. Fruchtkonzentrat. Ja, Fruchtkonzentrat, ja. Alter. Stimmt denn das überhaupt? Was? Die Sirup, das ist ja Markensirup. Schon? Ja, ne? Nein, Sirup ist eine Bezeichnung von einer Ja. Art von Konzentrat. Bist du sicher? Ja.
Aber steht der Sirup drauf? Ja, es steht überall Sirup Das drauf, ist auf diesen Migros Sirupflaschen. Eigenmarke, das ist kein... Bist du sicher, dass es Sirup? Sirup heisst Sirup, Sirup tönt nicht wie etwas, Banz! wo keine Marke Ja, ist. nicht in jede Sprache übersetzen auf dieser scheiß Flasche, wenn es ein Markenname wäre. Skiruppo. Ah ja, Sirup. Es kann Sirup. sein, Benz, aber das landet schon. Es kann sein, dass es wie so Tempo oder so... Zwar bei Tempos geht es nicht auf. und Nein, ab, aber es immer macht noch keinen Sinn, weil es dann Aber- es überall übersetzt. Ja, nein, aber vielleicht war es früher ja mal gewesen, und dann hat es sich... Es war früher eine Marke gewesen, und dann hat es irgendwann all das für das verwendet und jetzt ist es nicht mehr eine eigene Marke, sondern jetzt haben die Marken alle vergessen und sagen jetzt dem Sirup. Nein, ich glaube, bei Sirup ist nicht so passiert. Ah, krass, aber Was? es ist ja nicht einfach nur Geschmack, he? Es hat richtig Orangensaft drin. Und viel Zucker. Es ist eigentlich einfach Zucker. Orangensaft mit Zucker. Ja, das ist klar. Es ist Zucker mit ein bisschen Wie Orange. viel Zucker hat es denn da drin? Keine Ahnung. Okay, warte. Okay. Wenn die anmischst, wie es solltest, und ich glaube, die meisten dann das Feste sogar anmischen. Also denkst du, wie fest musst du anmischen? Nicht so weich. Mal, ich weiss, das ist Ja, die Joshi 1 dazu zu 6 weniger. oder so. 1:6. Mhm. Das ist Dann verdammt hat viel. es 12 Gramm Zucker drin. Das ist schlimmer als ein Cookie. Also auf wie viel? Auf 100? Auf 100? Ja. Nein, ist nicht schlimm, es geht etwa gleich. Ja, etwa gleich. Aber das ist ja alles Konzentrat. Nein, eben, vermischt ist es. 12 Ah, ich Gramm. vermische. Aha. Ja, das ist ein Süßgetränk. Da steht Nährwerte mit 1:10 vermischt. Da steht 1 Zucker. Das ist das gleiche wie Gumpfi. Die Leute haben das Gefühl, Gumpfi sei gesund oder Orangensaft oder so. Wer hat das Gefühl, Gumpf ist gesund? Ja, aber ich habe das Gefühl, du Gesünder merkst es als Schoki, richtig. Als Nutella. Die Leute sagen, nein Jimmy, du darfst jetzt kein Cookie Jimmy? trinken. Aber Sirup darfst. Weißt du nicht, mehr? Ja, ja. Ja, eben, genau das meine ich ja. Sirup, alle Eltern geben den Kindern Sirup, aber Cookie nicht. Oder das gleiche mit Dings. Was wenn der für einen Namen, wenn ich Jimmy nicht passt? Was Jimmy ist für mich einfach nicht jemand, der dumm ist. Ja, Ein kleines Kind ist ein Tommy oder so. Tommy. Kevin. Okay, du sagst Tommy. Kevin. Kevin Tommy. Ein Doppelname. Tommy Kevin. Tommy. Tommy Kevin. Tommy Kevin. Es gibt sicher kein Dessert zum Morgen. Aber ein Nutella-Brötchen darfst Ja, nein, es heisst dann eben, nein, es gibt kein Nutella. Wir wissen das nicht. Es gibt Gumpfi. Es gibt Ja, aber bei Gumpfi. diesen Leuten, die Nutella... Was ist der Unterschied in der Zusammensetzung von einem Nutella-Brötchen und einem Schokokuchen? Es gibt keinen Nie. Unterschied. Null. Zero. Ja, es Und geht nie- dazu. Ich bin mir nicht Nie... Nein, es ist eins das Gleiche. Nein, Bro. Mo? Es ist dann wie wenn du würdest leer Nutella fressen. Was leer Nutella fressen? Nutella Was ist Kuchen? Hat Haselnüsse drin, Schoki, Weizenmehl, irgendein ja, und Backpulver. 700 Gramm angeben und noch 700 Gramm Ja, einfach genau. anders vermischt. Und was Ja. ist Nutella-Brötchen? Und du es hast ist Brot, bekannt es als ist Dessert. Ja. Es ist genau das Aber ich Gleiche. finde deine Gleichung nicht gut. Ich weiß, was du meinst, aber deine Gleichung ist nicht gut. Wenn du Weil deinem am Anfang Kind- hast du es richtig gesagt. Wenn du deinem Kind Niemand ein will- Kuchenstück zum Morgen gibst, dann wirst du zu Recht geschämt Ja. und aufgehängt auf dem Dorfbrunnen. So. so. Das Hex Aber verbrennt, ja, oder aber was? du Wenn hast du recht. das Nutella-Brötchen deinem Kind gibst, dann kommt sie, ja, mit Milch zusammen ist so ausgewogenes zum Morgen. Aber du hast am Anfang ein ganz anderes Gleichnis bringen, das viel mehr passt. Ja. Weil das passiert ja niemand. Kein Kind, keine Eltern gibt am Kind einen Kuchen. Nein, weil es schäbig ist. aber Ja, es weil es gibt schäbig einen ist. Aber sie Nutella-Brötchen sagen haben ja sie. auch, nein, du kommst kein Nutella-Brötchen über, weil sie irgendwo mal gehört haben, das ist schon nur Schoki. Wir haben Gumpfi und Gumpfi Irgendwo gehört, ist das genau so gleich. Rose hat seine Augen hat sie noch erzählt. Ich habe gehört, das ist ein Schoki. Du darfst es leider nicht, Tommy Kevin. Bro, ihre Augen haben sie noch erzählt. Ja, Kollege, Alter. Nein, das Beispiel, das ich hatte, war wegen dem Schoki und dem Sirup. Ja, das ist ein Scheiß. Aber ich weiß, meine Eltern sind genau gleich. Wir haben manchmal auch Sirup gehabt. Ich habe es nie Wir getrunken. haben auch dürfen Sirup, aber nie Schoki, nie. 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 Das ist gerade ein Hass rausgekommen. Ich habe das ins Gesicht Nein, sie haben es uns so gesagt, das gibt es nicht, Süßgetränk, aber Sirup dürfen Ja. wir. Nein, bei uns hat es manchmal so zu 4 Sirup gegeben. Also wir haben nicht eine Sirupkanne gehabt, so wie wir jetzt hier in der Küche, wo wir einfach haben können nehmen. Bei uns war die im Schrank drin gewesen, und wenn es zu 4 gegeben hat, hat es ja manchmal auch Gutes gegeben und sie haben Kaffee getrunken, dann hat es Sirup gegeben. Aber die Leute haben das Gefühl, Gumpf ist gesund, weil es aus Früchten ist. Das ist krank. Das ist so dumm. Weil das ist ja auch aus Früchten. Das ist ja aus Frucht.
Darum ist Leute es so. machen... Schoki ist auch eine Frucht. Ja, eigentlich schon, ja. Es gibt doch so... Oh mein Gott, die Witze, die Boomer-Witze. Schoki ist eigentlich ein Salat, oder was? So ein Scheissdreck. Nutella ist zu so viel Prozent als Palmöl und ein kleines Kokos und Haselnuss. Also eigentlich ist ich ein Salat. Hab deine Fresse, du Missgeburt. Das ist nicht lustig. Das ist wie die Salat, Suppe und Nudeln. Nein. Nudeln. Nein, warte. Das Ravioli-Theorie. Nein, nicht Ravioli, das habe ich noch nie Oder gehört. was war es? Gewesen? Salat, Modest Null. Suppe und Sandwich. Ja, es ist Salat, Suppe und Sandwich. Und der Lull, letztes Jahr haben wir die Diskussion wieder gehabt, kommt der Lull und sagt, nein, Ravioli gibt's auch noch. Und ich so, Lull, du bist ein dümmster Mensch. Und dann hat er mir auf legitime Art erklären, ja weißt du, das ist Zeug, das am Carb umschlossen ist. Nicht zum Beispiel ein Ravioli. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Ravioli kann aber auch ein Sandwich sein. Ja. Nein, es ist geschlossen. Ja. Nein, es stimmt nicht. Ravioli Weil wenn du wäre es so vor allem runterbrichst, wie dann, du darfst nicht mehr als 3 haben. Weil das ist ja das Witzige daran. Hey, ich kann dir 3 Sachen erzählen. Und es ist so, und der hat die ganze Zeit erklärt, ja, aber es stimmt nicht, es ist umschlossen verkauft. Ja, Bro, aber ein scheiß Ravioli ist ja kein Sandwich, es ist nichts. Das ist ja der Witz an dieser Geschichte. Da musst du nicht anfangen, noch Unterklasse machen, weil sonst funktioniert der scheiß Witz nicht mehr, du dummer Mongo. Nein, ernsthaft. Dann hat er mir die ganze Zeit erklären, ja, aber Ravioli, weißt du? Was hat er jetzt doch gesagt? Ja, so die Maultasche und all die Ware. Das ist gerade alles unter Ravioli. Ja, Bro, aber eine Calzone ist ja auch... Pizza ist zum Ein Beispiel... Calzone ist das Ravioli. Ja, aber eine Pizza wäre ja ein Sandwich in dieser Theorie. Ja. Weil du kannst eine Pizza falten, das ist ein Sandwich. Aber eine Calzone wäre dann... Ist auch eine gefaltete Pizza, Bro. Nice. Nein, der, ich weiß nicht, ich habe es gekannt, das war ein Reddit-Ding gewesen und dort sind die 3 Sachen gewesen. Suppe, Salat und Sandwich. Und ich weiß nicht, ob der Lul selber auf die Idee gekommen ist oder dass irgendein Mongo im Reddit noch gesehen hat mit dem Ravioli, aber das ist die dümmste Scheiße, was es gibt. Ich weiß es nicht. Das macht keinen Sinn, das macht es viel. Ja. Bist du nicht dabei gewesen? Nein, ist er nicht. Nein, bitte ich habe mal im Podcast, glaube ich, die Diskussion Er hat einmal, er ist mal ganz früh mit dem gekommen, das ist schon... mit dem Witz. Mit dem Witz. Lustigen Witz. Alter. Und dann denke ich mir so, Bro, Alter, dann ist es, was ist denn ein Steak? Was wär's? Ein Salat. Steak. Ist ein Salat. Ja. Ja, eben, da kann man ja sagen, nein, eigentlich müsstest du dann so Fleischprodukte wie Händchen und so, dann kann man etwas anderes, Fleischnahrungsmittel, ja, da haben wir Ravioli, Fleischnahrungsmittel, Salat-Sandwich, ja, Bro. Und dann kommt dann noch etwas in den Sinn, was ist denn Müsli? Ja, okay, das ist Suppe. super, Das ist super. Salat, das ist ein Salat! Ja, Nein. oh, man ist sich nicht sicher, ob Suppe oder Salat ist. Ja, dann müssen wir noch Müsli reinnehmen. Also ist es Suppe, Müsli, Salat? Ja, du dumme Wichs geworden. Darum hat es vielleicht verschiedene Namen für Nahrungsmittel, Alter. Ich finde, man sollte alles... Ja, das hat mich wirklich hässlich gemacht. Also jeder, der das Gefühl hat, Ravioli gehört dazu, sollte man Köpfe halten. Oh ja. Das war aber fein, als wir dazu gegessen haben. Das müssen wir eigentlich rausschneiden und dem Lul zeigen. Jetzt einfach Ich habe es zwar dort schon gesagt. am Lul schicken, den Link. Aber ja, und jetzt sind wir arabisch essen. Ist es arabisch gewesen? Ja, alles klein. Das war schon geil gewesen. Schon fein. Vor allem der Der Salat. Salat, Alter. Nein, der Kabi-Salat. Kabis mit Mit Granatapfel. Ja, oh, ist so geil gewesen. Das war wirklich gut gewesen. Was ein Genuss. Ich bin einfach immer noch leicht traumatisiert von deinen Couscous-Täschchen. Ich habe die so geil gefunden. Bis wir, aber sie sind so mäschig gewesen, dass ich gar nicht so essen. mächtig. Und das hat irgendjemand, das ist Couscous, und dann habe ich nur noch probiert, das ist nicht mehr fein gewesen. Oh nein. Und vorher haben sie sie geil gefunden. Ja, schon, er hat dann gesagt, das ist Couscous. Es Und dann habe ich sie, er hat gesagt, ich habe sie nicht so gerne. Und ich habe davor gesagt, ja, das ist noch easy geil. Und dann hat er gesagt, kannst du sie haben? Und dann habe ich sie genommen. Und dann habe ich sie aber scheiße gefunden. Dann hast du gemerkt, dass es Couscous sind. Also was dort hinein da, oder? Ja. Oder mit dem gewesen sind. Und ich habe einfach heute mal gemerkt, dass Leber nicht fein ist. Das habe ich gar nicht probiert, weil ich weiß es nicht genau. Ich habe gedacht so, ja okay, schau, letztes Jahr habe ich Herz gegessen, es war ein bisschen hart gewesen zum Essen. Weil es ist mir einfach zu zart. Wo hast du Ja, die Leber ist Herzen? wirklich wie Gelee. Es Ja. ist wie so ein Wackel, wie... Und Es es ist einfach- fühlt sich einfach falsch an beim Ja. Essen. Es ist so, zart ist schon geil, aber so, ich hätte eigentlich gerne vom Fleisch. Ja, das hast du letztes Mal schon Wo gesagt. hast du mein Herz Grüße. gegessen? Was? Wo hast du Herz gegessen? Italien? Er hat das Herz von der Rebecca gegessen. Du hast mich... Nein. Hey, wenn Ja, wir ich kann top... einfach Herz bestellen. Du kannst überall Herz Das bestellen. kannst du überall, das kannst du Verstehe da. ich, das ist sicher nirgends. Sicher kannst du Herz essen.
Was hast du das Gefühl? Wenn du willst. Du kannst auch im Migros Hühnerherzpackungen kaufen. Oder ist nicht im Migros? Nein. Die sind voll gewesen. Das habe ich noch nie gesehen. Irgendwann mal was mal gesehen. Doch, irgendwo im letzten Mal, wo wir in einem Laden gewesen sind. Hühnerherz. Das war Ah, ein indonesischer Kackladen. Nein, das war im Spar. Gewesen. Wo wir Da, zuletzt Spar gepostet hat sind. manchmal aber auch Straube-Sachen. So straub ist es gar nicht. Es ist eigentlich recht normal, dass es auch in der Reihe friss ist. Ja, ja, jetzt bei uns halt nicht mehr. Weil wir... Meine Migros ist auch immer so kurz. Sven, du solltest doch einfach sagen, ah, schön, wenigstens verwehrt man das ganze Tier. Also wenn von den meisten Tieren natürlich das Herz nicht gegessen wird. Ja. Aber du musst dich jetzt nicht wundern. Du musst auch sagen, ah, cool. Ja, ist cool. Ich finde es aber ultra straube Vorstellung, so mit das Herz fressen. Es schmeckt einfach Was ein hat man bisschen eigentlich nach Metall. kaufen, was kaufen kannst, ist so Schweinköpfe und so, oder Nase. Ja. Also, weißt du, Nase. Mm. Pro und Contra. Top oder Flop? Oder Flop. Oder Flop. Hallo! Österreich. Heute geht es um Österreich. Da habe ich gerade einen. Ist top oder Es ist negativ und positiv zugleich. Ich weiß noch nicht. Also dann ist das nichts, weißt du. Nein, es, Sprach, oder was? es ist, nein. Wir haben heute haben wir gedacht, schauen wir österreichische Memes. Wir können immer von der deutschen Memes-Szene. Die Schweiz hat eigentlich auch noch easy lustige Memes-Szenen, finde ich. Und dann haben wir uns die österreichische geschaut. Und dann kommen nur so Compilations wie irgendeiner vom ORF Leute, stockbesoffene, aber wirklich stockhageldichte Österreicher interviewen geht. Und die lernen Zeug aus. Und ich denke so, Ja, die sind schon nochmal anders konventionell. Wie heißt das? konservativ. Konservativ. Wirklich? Ja. Auch die Jungen sind dort noch Ja, richtig das ist konservativ. wirklich, also ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, wenn ich die Memes geschaut habe. Es ist schon lustig, aber es ist auch so... Das kannst du ja immer, wo Leute, die Auftritt haben, wo deutsche Leute, die Auftritt haben in Wien oder so, wo sie sagen, Alter, ja, da ist alles ganz anders. Weil die Leute, die Jungen auch konservativ sind. Weißt du, das ist jetzt nie so das Problem mit so Wokeness, so richtig viel. Ja. Cheats. Oder mit Veganer. Du hast viel, auch in grossen Städten, einfach keine Möglichkeit zum vegan essen. Weil Schon in Frankreich auch so. Aber die sind ja nicht unbedingt viel konservativ. Du, wir haben doch letzte irgendwann vor, keine Ahnung, das ist schon ein halbes Jahr her, das ist doch das Böhmermann-Video über Mit dem Österreich. Kurz. Alter, Das ist voll daneben. das ist schon krank, Das- was dort Die abgegangen sind einfach ist. fast in eine Diktatur abgerutscht Ja. mit dem Kurzhand. Und man hat Einfach das- so random. Man hat das gar nicht richtig mitbekommen. Ja, es ist einfach so Aber nebendran, was wenn das der dort Böhmermann nicht abgegangen aufgegriffen hat. Ich glaube, die wären jetzt in einer Diktatur in Österreich. Und das würde trotzdem noch niemand merken. Nein, er ist ja schon vorher, der Kurs ist ja schon vorher ein bisschen Ja, er ist abgetaucht. nachdem ist er ein recht ins Kreuzfeuer geraten, glaube ich. Ja, aber auch vorher schon ist er ja nicht mehr in einer Machtposition gewesen. Ja, aber gleich, der hat Aber alle gleich, ja. geschmiert, ja. Kirche und Voll alles. Straub, ja. Mega Straub. Jetzt ist einfach, ich weiß nicht, wie erfolgreich das sie sind, aber die kommunistische Partei Österreich, KPÖ, sind voll die Sozis, voll die Linken, die sind im Moment easy erfolgreich. Schön. Weil sie halt, weil sie halt so Linke sind, die aber sagen, die aber wie ehrlich sind so. Und das finden die Leute dann geil. Aber sie sind einfach kommunistische Partei. Was? Macht's Voll China geil. nachher? Nein, was China, Alter. Was ist, ja. Die haben auch mit die kommunistische Partei. oder Russland. Ist die, das ist doch... Kommunisten. Ja, also... Das ist Wir, fake Kommunismus. wir müssen jetzt nicht so tief hineingehen, aber ich meine... Das ist ja nicht Was das, ist das? sie- Der FPÖ, was heisst das ausgeschrieben? Keine Ahnung. FD. FPÖ. FPÖ, die ist doch berühmt dabei. oder? Freiheitspartei oder so. Wir sind so frei. Also, dann sagen wir, konservativ ist schlecht. Memes sind schlecht, oder was? Oder was hast du Nein, gesagt? sie sind nicht schlecht, sie sind einfach gleich Gut, besorgnisfrei. schön, dass du gesagt hast, wegen Memes. Konservativ, der Kurz ist... Der Kurz ist schlecht. Der Kurs ist schon recht Einfach allgemein so Ja, Politik. der Strache ist auch nicht unbedingt Ist wie so gerade... Politik ist, glaube ich, schon ein bisschen Straub dort. Plus Wiener Schnitzel ist fein. das KPÖ kommt Okay, bei das mir kommt bei mir Essen. als Plus. Essen kann man plus. Essen. Und Wien ist die schönste Stadt auf diesen Dingen, Ich habe oder? keinen Plan, Nichts Veganes. aber Hat die nicht jetzt zweimal hintereinander gewonnen, von wegen habe ich gehört, es ist eine schöne Stadt, ja. schönste Stadt und halt auch... Die haben ja so Zeug, die subventioniert wird für Leute, die studieren und so Wohnungen. Also die meisten Wohnungen dort sind so Genossenschafts- oder Sozialwohnungen, Ja, genau. die halt gefördert sind und ja. Das ist cool. Wien ist einfach Ja. eine coole Stadt und eben das. Und Ah. obwohl sie Deutsch reden, musst du mir mal recht gut zuhören. Wie sie Österreichisch reden. Das habe ich bei diesen Memes gemerkt. Ich so, Die Deutschen checken, die was- Deutschen was können ist verstehen das das gar nicht.
Es ist wie Schweizerdeutsch. wirklich Straub zum Zuhören teilweise. Ich hatte auch einen Mitarbeiter, gehabt. Der Säufer. Ist das ein Minus? Der ist so lustig gewesen. Aber ich habe wirklich etwa 2 Monate gebraucht, bis ich verstanden habe, was er geredet hat. Ich habe so lange nicht verstanden, was er gesagt hat. Mein Hirn hat so lange gebraucht, bis ich so langsam die Patterns in seiner Sprache so ein bisschen analysiert habe und dann so... Ich habe noch so keinen so einen Österreich-Übersetzer vor ihm. Ich habe es nie gebraucht. Das ist immer so, ja, so die lustigen Dinge hast du gehört, so ein bisschen ab und zu. Aber ich habe nie eine Diskussion mit einem Österreicher oder irgendetwas gehabt. Er ist so der erste Österreicher, mit dem ich geredet habe und halt wir haben zuhören. Und am Anfang war es wirklich anspruchsvoll gewesen. Weil er ist halt am Südtiroler, dann ist es nochmal so eine Stufe härter. Aber Und das, wenn man das als Minus drauf nimmt? ja, eigentlich schon, ja. Wieso? Ja, Deutschland, da verstehst du alle Dialekte irgendwie noch einigermaßen. Aber die Österreicher finde ich viel schwieriger zu verstehen. Oh ja, Bro, wenn du Wallis bist, kannst du manchmal die nicht verstehen. Ja, das ist auch ein Minus. Das ist auch ein Minus. So Also tun wir das aber auch bei Österreich. Thurgauer und St. Galler ist auch ein Minus, Alter. Ich finde aber die Österreich, also die Sprache selber finde ich noch sehr witzig. Ja, die Ja. Sprache selber ist mega witzig. Ich finde das Aber einfach so charmant, der ja. praktische Ding ist ein bisschen scheiße. Der Also praktische Sprache Nutzen. praktisch ist Minus und Sprache wegen lustig Wegen lustig ist Plus, ja. Wow, ihr sind richtig, wir sind wirklich nicht wie ein Pro-Kontinent. Ich finde auch die Umgebung schön, also die Landschaft, die Alpen und so. Mhm, aber die Leute, die von dort kommen, so zum Beispiel der Hitler, das ist schon ein bisschen scheiße. Und der Fritzl. Und der Fritzl, ja. Also die Leute, die dort kommen, sind ja... Und, ja. Und Voll die haben 2 Leute. Wir kennen alle die Österreicher. Die Wichser. Die sind halt einfach ein paar von den Schlimmsten, die hervorgebracht haben. Muss man ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Ich weiß nicht. Der Hitler ist Aber ich schon glaube, so sie gut machen noch richtig witzig Witz drüber und so. Ich glaube, sie haben da recht viel Humor. Ich finde einfach krass, dass sie den Fritzl haben wollen freilassen. Finde ich ein Sie bisschen haben daneben. freilassen. Sie haben doch freilassen. Weil er, nicht, Ja, weil er klar. senil ist und er keine Gefahr mehr darstellt. Also ich habe nur im Radio mal gehört, dass sie freilassen wollen. Aber ich glaube, sie haben ihn freigelassen freilassen, weil er weiss ich senil ist. nicht. Respektive sie haben einfach in ein normales Altersheim gesteckt. Mhm. Und er ist senil und dann denke ich mir so, Bro, Alter, wer ist senil? Da könnte er ja genau noch gefährlicher sein. Ja, dann geht er irgendwelche arme Mitbewohnerinnen schänden oder so. Weil er ja gar nicht sich bewusst kann sein, dass er etwas falsch gemacht hat, weil er es vielleicht vergessen hat. Ja, aber ich weiß nicht, wenn er senil ist, kann er so wahrscheinlich so rein koordinativ und so. Ah, nicht, ja. Vielleicht ist er Rollstuhlgänger, dann ist es okay. Mhm. Weil kann er gar nicht, selbst wenn er will. Wenn es ihm den Rollstuhl nicht kennt, ist Aber wie Freude hat der, weißt du? Irgendwo verstehe ich. Was? Das Konzept von der Todesstrafe verstehe ich im Prinzip schon. Ja, es ist eigentlich für beide Parteien angenehmer. Du musst niemanden mehr unterhalten und der andere muss nicht leiden. Ja, nein, aber der andere ist dann tot. Ja, aber Todeszellen, wenn Ja, du aber- weißt, Wenn du dein ganze Leben lang hinter Gitter verbringst, willst du wirklich noch leben? ich glaube, Ja. da kannst du aber schon noch Ich meine, das, was Das der Problem gemacht hat, ist- das solltest du nicht mehr rauslassen. Ja, es ist ein ethisches Problem. Also selbst wenn kannst es nicht nicht mal von seine jemandem- Fehler gewesen wäre, Darum kannst steht in nicht der mehr Bibel rauslassen. Augen und Augen, Zahn und Zahn, jemand, der Brunn gebracht hat, komm einfach Nein, umbringen. Jesus hat gesagt, das machen wir nicht mehr so. Wir Seit verkehren wann jetzt. kommst du mit Jesus? Hey, Jesus ist ein wichtiger Teil von unserem Glauben. So ein Scheissdreck, das würde ja nicht an die anderen Dinge. Nein, es ist denke beides. Nein, Jesus hat gesagt, ich komme, Alter, und ich ficke eure Gebote und meine Gebote verteidigen sind. Nein. Das ist jetzt ganz wichtig zum Differenzieren. Er hat von den Geboten geredet, die die Juden selber erfunden haben. Dass du darfst nur 1000 Schritte am Sabbat gehen oder du darfst das und das machen. Das hat Jesus nicht cool gefunden. Und go Post nehmen? Das steht in der Bibel, das darfst du nicht. Du darfst Ja. nicht Geld Weißt du, wie machen seine Eltern das? Das ist der Joshua. Das habe ich schon gedacht, so, aha, jetzt geht's, ha? Aha, okay. Sie stellen echt die Joshua. So, Du das- hast jetzt etwas ist vergessen, okay. das ist Sabbat. Wo bist du gerade? Ja, im Migros. Oh, kannst du jetzt noch Kokosmilch? Aber, to be fair, Sie sind ja nicht sie ausgegeben. machen, also ja, Wie sie du hast tun ihnen ja nicht- das geschenkt. Sie tun das ja nicht irgendwie. Wenn in der Bibel steht, du darfst kein Geld ausgeben, haben sie ja kein Geld Du für ihn darfst kein Geld ausgeben. Aber das finde ich auch, wenn an den Punkt kommst, dass du Gott austribbeln musst, ich weiß ja nicht, Alter. Nein, das ist noch nicht austribbeln, finde ich. Das ist schon ein Versuch zum Austribbeln. So, aha, ich darf kein Geld ausgeben, aber wenn ich den frage, ob er für mich kauft, was ja unter Gottes Augen auch Sünde ist, ob er jetzt an ihn glaubt oder nicht, Das sehe ich. Das ist wirklich schäbig.
dann ist es ja wie du hintergehst in die Prinzipien. Also ja, du tust nach sie verführen Ja, dich du bist ein in ihrem kleiner Teufel. Glauben und sie dich verführen Ja, aber zur das Ding- Sünde. Weil das würde ja implizieren, dass du sagst, ja, er ist eh verloren, also können wir ihn ausbieten. Das ist ja voll. Aber bin ich falsch? Oder hat Oh nicht der no. Petrus mal irgendetwas gesagt? Von wegen, ja, die nicht wollen glauben, die sollen einfach nicht glauben lassen. Oder ist das falsch? Das habe ich falsch verstanden. Ja, ich Das glaube, es wär- steht eher das Gegenteil drin. Das klingt nach etwas, wo, wenn es für drinnen steht, wäre es ultra cool. Aber das ist das Gegenteil, gell? Aber ich habe keine Ahnung. Darum gehen sie missionieren. Und singen, bis Festungen einbrechen. Und so. Ich weiß nicht. Also ja, Straub. Aber wie sind wir von Österreich auf das gekommen? Ich weiss nicht, Kein Plan. Easy, also wir Aber haben die Österreicher haben ja etwas Konservativ. gegen Juden, oder? 6 positiv und 4 negativ. 6 positiv? Ja. Was? KPÖ, Was ist KP? Kommunistische Partei Österreich. Okay. Essen, Wien ist schön, ein paar coole soziale Sachen, die Sprache ist lustig und die Landschaft. Funktioniert Aber das hast du System bei Fritz denen Luft eigentlich? geschrieben? Oh nein, Der Fritz oder Hitler? Ja. Die darfst du ja einem schreiben. die Leute. Das hätte ich doch gesagt. Ah ja, die Leute. Und sie haben zweimal den Ersten Weltkrieg angefangen und beide Mal sind die Deutschen dafür verantwortlich gemacht. Nein, Leute von ihnen haben es angefangen. Ja, aber Nein, im so ersten haben sogar angefangen. sie angefangen. Schon. Die haben Deutschen sind wirklich erst sie später angefangen. dazu gekommen, ja. Scheiße. Also das Spiel, ja. Mal. Und der zweite haben Das ja auch. spielt Ich meine, es ist Ja, ja, müssen wir das auch draufnehmen, oder was? Ist das nicht inkludiert? Ja, nein, die wahren Schuldigen für die Weltkrieg. die machen das einfach gut. Ja, playen das Sie einfach. sind einfach alle gaslighten, das ist schon gut. Was ist an dem gut? Sie haben ja nicht unbedingt etwas Für gut sie gemacht, ist weil gut. sie haben ja den Hitler scheint aus dem Land verjagt. Das wäre jetzt nicht Deutschland gewesen. Sie haben ihn dort auf die Kunstschule geschickt. Also jetzt ist Gleichstand. Positiv und Tja, negativ. Butterfly 36. Wenn es mich wirklich wundern, was ist. Es gibt ja manchmal die What-If-Folgen. Mhm. Wie jetzt, kann man es glaube ich auch für Star Wars machen, für Marvel gibt es. What if Zweiter Weltkrieg? What-If Hitler hat sein Kunststudium bekommen, Alter. Das wäre so interessant. Hey, das gibt's doch bei Dings, bei Love, Death and Robots haben sie doch die Folge gemacht. Schon. Oder nicht? Und Ja. dann? Ja, schlussendlich gibt es gleich. Wahrscheinlich schon. Weil bei den Deutschen ist es so oder so geklebt, weil es der Hitler das angezettelt hat oder nicht. Ja, schon. Oder nicht? Ich meine, die sind alle so hässlich gewesen. Ja, es braucht aber wahrscheinlich schon. Aber vielleicht wäre dann nicht Juden schuld gewesen. Es braucht, Ja, ziemlich sicher wäre der nicht Juden schuld es gewesen. Ja. braucht ja wahrscheinlich schon irgendwie, ich weiß es nicht, weil es braucht ja gleich den Sündenbock irgendjemand und irgendeine Und die Juden stellt Person. sich schon gut in Sündenböcke dar. Ja, nein, einfach historisch ist das naheliegend, dass sie Du musst nur das Buch lesen. halt in der, also ich weiß nicht. Das war ja immer so gewesen, das sind so Ausländer so in dem Sinn, Auswärtige und Und Leute, die dich am Samstag auf die Post schicken, weil sie aber nicht dürfen. ja, es sind immer die Schuld gemacht, es sind immer noch beschuldigt worden für Shit. Das ist schon Straub, Alter. Die Leute sind so, eben, ich meine, vielleicht meine 15 Minuten. Soll ich meine Ansprache von wegen, wenn du rausgehst und das Arschloch siehst, oder das Arschloch? Nochmal aufzählen. Wieso, was soll ich sagen? Nicht, ich habe das letztes Mal gesagt, ich habe gesagt, die Juden schon Straub, dass die immer drunter kommen. Haha. Willst Oh ja, stimmt. Ja. Nein. du jetzt wirklich 15 Minuten? Haben Nein, wir, ich mache also 15 Minuten. Griechenland ist gewonnen. Österreich ist jetzt, Griechenland. Österreich ist im Fall jetzt 0-0, also 6-6. Hast du jetzt Hitler und Fritz aufgeschrieben? Nein, und noch Weltkrieg. Leute und Weltkrieg. Wir sagen, das es Es ist ist eigentlich unausgeglichen, bloß. wenn Nein, du- es ist ein Bloß. Ein knappes Bloß. okay, kannst noch Ischgl und so, aber das ist eigentlich schon fast Ischgl ist fast schon schlecht. Das ist fast schon schlecht. Weil das ist ein super Spreader-Event Ja. von Corona gewesen, Alter. Die haben Corona schlimm Ja, gemacht, und die Ischgl ist auch Österreicher. ganz komisch, Kollege. Na komm, Österreich ist ein Minus. Weil Ja, komm, ist das ein Minus. Also wir bringen jetzt einfach nicht über einen Gleichstand raus. Sag mal, Ferien machen ist cool in Österreich, Ja. aber sonst ist eigentlich gut, wenn du wieder gehen kannst. Easy. Wenn er machen, ist schön in Österreich. Wenn man Wir haben schon eine Stunde. Wir können abrappen. ja, ich muss sagen, sagen. Ich Wieso muss willst du essen. noch etwas Wichtiges sagen, 15 Minuten lang? Nein, ist okay. Ich Du kannst es schon, weißt du, wir können gehen bislang Ich und überlebe kochen. es ohne. Liebe Menschen, wir haben wirklich eine strube Zeit. Global
ist wirklich nicht lustig. Es ist das erste Mal seit hunderten Jahren, wo es den Menschen nicht einfach grundsätzlich nicht mehr besser geht, sondern jetzt haben wir einen Kipppunkt erreicht, wo es mehreren Menschen wieder schlechter geht. Mhm. Wir haben Psychos an der Macht. Wir haben Das ist nicht nichts. Klimawandel. Das ist wirklich nicht nice. Ja, nee, aber es ist, es Nee, wird wieder mehr. Nee. Oh mein Gott. Aber jetzt Es machen wir wird eine wieder mehr. Kreuzli-Liste. Das Jetzt ist eben das quatscht Problem. jedes Mal nicht. Ja, Leute wie dich, die nicht sagen. Ja, aber und wieso ist das? Weil die Wir Leute, bestrafen ihn mit seinen 15 Minuten. Es Weil gibt immer die 5 Leute- Minuten weniger. weil die Leute, weil es den Leuten nicht gut geht, sie haben Angst, dass irgendwie Unsicherheit und so. Leute werden ärmer wieder und das ist jetzt lange nicht so gewesen. Und wenn Leute ärmer werden, haben sie Angst und dann tun sie Sündenböcke suchen. Und Sündenböcke sind das funktioniert? die, Weiss ich schon, was die hat's noch mit ärmer mir zu tun? sind oder Ausländer sind. Obwohl die überhaupt nichts dafür können, dass man arm ist. Das heisst, jetzt, was wir machen Hey, ist, haben die nicht genug YouTube geschaut, Der zum Wohlstand- Wissen, dass man etwas dafür kann, dass man arm ist? ja genau, jetzt müssen wir schauen, dass wir den Wohlstand gerechter verteilen und die Leute entmächtigen, die zu viel Macht haben und Scheiß damit machen. Cool. Das ist schon gerade eine Revolution an. Bist du Franzose? Mal schauen, was am Schluss muss sein. Heil dir Sven, hä? Nice. Wie eine Revolution. Viva la... Easy. Ciao.